الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In Kürze wird ein großer Sultan eintreffen. Die Frage ist, wie wollt ihr diesen Sultan empfangen? Dieser Sultan, der eintreffen wird, ähnelt nicht den anderen 11 Sultane. Das ist ein Sultan, der viel Barmherzigkeit mit sich bringt. So ein Sultan, dass wenn er kommt, die Tore der Himmel geöffnet werden und die Shayatin, die Satane, in die Hölle gefesselt werden. Dieser Sultan erkennt man nur mit dem Auge. Man kann den nicht berechnen, sein Kommen. Man kann auch nicht durch einen Führer, oder ein Führer kann nicht kommen und behaupten, jetzt ist der Sultan da. Nein, der Sultan ist da, wenn eine gerechte Person ihn sieht. Dies ist der Monat Ramadan. Der Monat Ramadan, wie wollen wir diesen Monat empfangen? Der Sultan der Monate, dem Allah sich erbarmt hat. Allah befiehlt uns, diesen Sultan mit dem Fasten zu empfangen. Allah sagt im edlen Koran, Ja ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqun. O die ihr glaubt, wir haben euch das Fasten vorgeschrieben, so wie den Leuten vor euch, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Jetzt die Frage, wir kommen und verzichten auf Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Das Fasten ist eins der edelsten Taten, die es im Islam gibt. Denn Allah sagt, das Fasten ist nur für mich. Warum aber Fasten? Wenn wir jetzt den einen fragen, der würde sagen, damit wir das Leid der Armen spüren. Der andere würde sagen, damit wir unseren Körper reinigen. Der andere würde vielleicht sagen, damit wir das Essen schätzen. Dies alles sind Weisheiten, die der Ramadan beinhaltet, ja. Aber das ist nicht der Sinn, warum wir fasten. Der Sinn, warum wir fasten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran, in dem Vers, in dem er das Fasten für uns vorgeschrieben hat. La'allakum tattaqun, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Wenn ihr im Ramadan eure Gottesfurcht sich nicht vermehrt oder nach dem Ramadan hat sich euer Taqwa, eure Gottesfurcht zu Allah nicht vermehrt, so habt ihr nicht gefastet. Warum sage ich das? Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, wie viele Fastende haben nichts von ihrem Fasten, außer dass sie hungrig und durstig geblieben sind. Wie viele von denjenigen, die nachts zur Ibadah aufstehen, haben nichts von ihrer Ibadat, außer Schlaflosigkeit. Die Fuqaha-Gelehrten legen die Regeln fest, was das Fasten oder alle Ibadat auf dieser Dunya legitim macht. Sie sagen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen, nichts trinken, kein Geschlechtsverkehr. Das sind die Regeln auf der Dunya. Aber was sind die Regeln, dass das im Jenseits bei Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert wird? Es gibt 3 Arten von Fasten. Jetzt kommen wir zu den geheimen, vollen Regeln des Fastens. Es gibt 3 Arten von Fasten. Die erste Art ist das normale Fasten. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang isst man nichts, trinkt man nichts, macht keinen Geschlechtsverkehr. Das zweite ist das besondere Fasten. Das ist, man isst, trinkt, hat keinen Geschlechtsverkehr von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und man verzichtet mit seinen ganzen Körperteilen auf alle Sünden. Mit seinen Händen, mit seiner Zunge, mit seinem Ohr, mit seinen Augen. Das dritte, das spezielle Fasten und das edelste Fasten ist das Fasten, dass du die Bindung in deinem Herz zur Dunya abkaperst. Die Gedanken, die dich von Allahs Weg abhalten, alle Gedanken, du dich von diesen trennst. Man sagt, achte auf deine Gefühle, sie werden zu deinen Gedanken. Achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deiner Handlung. Achte auf deine Handlung, sie werden zu deiner Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheit, sie werden irgendwann zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, der wird dein Schicksal und deinen Weg bestimmen. Daher ist es für uns wichtig, es an den Wurzeln zu packen, an unsere Gedanken und Gefühle. Es gibt 6 Punkte, die man erfüllen muss, damit das edelste Fasten zustande kommt. Wenn man diese 6 Punkte einhält, so hat man ein edelstes, das schönste Fasten vollbracht und man hält seine Gedanken und Gefühle bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das erste, was man einhalten muss, sind die Blicke zu senken.
die Blicke vor jedem Haram zu senken. Vor allem ist das Problem bei Blicken so, sie kommen, gehen in dein Herz und in deinem Kopf und sie halten dich von Allahs Weg ab. Deswegen sagt der Prophet a.s., der Blick ist ein Pfeil, der Pfeil vom Iblis. Derjenige, der es für Allah sein lässt, den wird Allah eine Stufe im Iman erhöhen und er wird die Süße im Herzen schmecken. Daher ist es für uns wichtig, dass wir auf alle Sünden, alle Dinge, die haram sind, sei es im Internet, sei es in Zeitung, sei es auf der Straße, egal wo, unsere Blinke diesbezüglich senken. Der zweite Punkt ist, unsere Zunge zu hüten. Unsere Zunge vor Lügen, Verleumdung, Lästereien, falscher Schwur, vor Diskussionen, vor Streitigkeiten, vor all diesen Dingen unsere Zunge zu hüten, vor allem im Ramadan. Sufyan as-Sauri sagt, das Verleumden verringert die Belohnung deines Fastens. Der Prophet a.s. sagt, in einem Hadith wird von Jabir überliefert, 5 Dinge zerstören das Fasten. Und zwar Lügen, Lästereien, Verleumdung, der falsche Schwur und der lustvolle Blick. Deswegen sagt der Prophet a.s., wenn jemand zu euch kommt und ihr seid am Fasten, so macht kein dummes Gerede oder sagt nichts Sinnloses. Und wenn jemand mit euch streitet, mit euch in eine Diskussion kommt, so sagt 2 oder 3 Mal, ich faste, ich faste, ich faste. Statt dass wir uns mit sinnlosen Dingen beschäftigen, mit unserer Zunge, sollten wir uns lieber im Ramadan, vor allem wenn wir fasten, eher die Zeit verbringen mit Schweigen. Unsere Zunge sollte sich mehr für Zikr bewegen. Wir sollten viel Zikr machen und vor allem sollten wir viel den Koran rezitieren. Imam Shafi hat im Ramadan 60 Mal den Koran hat ihm gemacht. Der dritte Punkt ist, unser Gehör zu bewahren vor Sünden. Denn du sitzt einfach da, hörst leeres Gerede, hörst Witze, hörst Spaßereien und hörst Übertreibung. Dies alles gelangt ebenfalls in dein Herz und in deine Gedanken. Deswegen, jemand, der bei Lästereien zuhört, der ist genauso schuldig. Hört nicht zu, wenn Sinnloses geredet wird, sondern hört euch lieber den Koran an, hört euch lieber Vorträge an. Viertens ist, dass wir alle Körperteile, unsere Hände und unsere Füße vor Sünden bewahren. Und zwar, dass wir nicht mit unseren Füßen an Orten gehen, die haram sind, mit unseren Händen Dinge tun, die haram sind. Stattdessen sollte man an Orte gehen wie Moscheen, mit denen Allah zufrieden ist, seine Hand vor allem daran zu gewöhnen, Sadaqa zu geben. Denn der Prophet war besonders im Monat Ramadan sehr und die ganzen Sahaba ist extrem gebend. Und deswegen ist der Monat Ramadan der beste Monat, um sich daran zu gewöhnen, seine Körperteile da zu bewegen, viel Khair zu machen und vor allem viel zu spenden. Der 5. Punkt ist, wenn das Iftar eingetroffen ist, nicht viel zu essen. Schaut mal, wenn man den ganzen Tag auf die Nahrung verzichtet und am Abend all das, was man am Tag hätte gegessen, zum Abend aufhebt und dann am Abend isst, so hat man das Fasten nicht richtig verstanden. Oder wenn man am Abend Dinge isst, die man sonst an einem normalen, regulären Tag nicht essen würde, speziell vor Ramadan. Wenn man zum Beispiel ins Internet geht, dann sieht man, wenn du Ramadan eingibst, kommt Ramadan-Essen, Ramadan-Iftar, alles geht um Essen. Wir essen hier nicht, wir verzichten hier auf das Essen, um uns Allah näher zu geben. Damit wir, die Hauptversorgung von Shaitan ist nun mal die Nahrung. Wenn wir das abschneiden und darauf verzichten und auch am Abend weniger essen, so können wir unser Herz, unsere Gefühle viel besser Allah subhanahu wa ta'ala hingeben. Denn ein voller Bauch ist ein verhasster Bauch bei Allah subhanahu wa ta'ala. 6. und der letzte Punkt ist, wenn wir Iftar gemacht haben, zwischen Hoffnung und Angst zu leben. Denn wir wissen nicht, wird Allah unser Fasten annehmen oder wird er unser Fasten nicht annehmen. Es wird berichtet, einer der Salaf ging eines Tages am Eid an eine Gruppe von Menschen vorbei und sie haben gelacht. Und er ging zu ihnen und hat zu ihnen gesagt, warum lacht ihr? Es sollte überhaupt nicht nach Lachen sein. In einer Zeit von Ramadan, wo die Leute wetteifern um die Gehorsamkeit Allah, gibt es manche, die zurückgeblieben sind und manche, die vorne sind. Diejenigen, die vorne sind, haben gewonnen. Diejenigen, die zurückgeblieben sind, haben verloren. Wie könnt ihr an einem Tag lachen, wo es Verlorene, wo es Verlierer gibt? Würde der Vorhang fallen und würde jemand erkennen, dass er gewonnen hat, so würde er sich mit seinen Taten beschäftigen. Und jemand, der sieht, dass er verloren hat, würde das Lachen vergehen. Deswegen, wir wissen nie, ob unsere Taten angenommen werden oder nicht.
Schaut mal, das Fasten ist solch eine spezielle Tat. Dafür, wenn sie angenommen wird, wird sie aufs Heftigste belohnt. Allah sagt, das Fasten ist nur für mich. In Jannat gibt es eine Tür, durch die die Menschen hineindringen. Sie nennt sich Babur Rayyan. Sie ist für die Fastenden gedacht. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, der wird bei Bukhari Muslim überliefert, Allah belohnt jede gute Tat vom 10-fachen bis zum 700-fachen. Oder wie es Allah möchte, außer das Fasten. Mein Diener verzichtet auf das Essen und seine Gelüste für mich, so werde ich ihn belohnen. Wisst ihr, was bedeutet? Wir wissen zum Beispiel, wenn wir beten, kriegen wir so und so viel Ajr. Wenn wir in der Jamaat beten, bekommen wir so und so vielfach. Wenn wir im Masjid Haram beten, bekommen wir so und so vielfach. Wenn wir so und so viel spenden, bekommen wir so und so viel Ajr. Außer beim Fasten kennt keiner die Einheit. Der Fastende wird seine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Daher sagt der Prophet in einem anderen Hadith, 2 Dinge erfreuen den Muslim. Das Iftar, wenn er das Iftar macht, und wenn er zu seinem Herrn kommt und die Belohnung bei Allah sieht, die Allah für ihn vorbereitet hat. Der Prophet sagt, das Fasten ist ein Schutzschild. Das Fasten ist ein Schutzschild. Der Mundgeruch eines Fastenden ist bei Allah wie Moschus. Daher möchte ich euch auf eine Sache aufmerksam machen. Der Monat Ramadan ist gekommen. Wir Menschen sind alle sündhaft. Wir haben auch viele Sünden. Unabhängig davon, dass wir die Belohnung Allahs erwarten, ist das der Monat, um endlich Tauba zu machen. Der Prophet sagt, man qama Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Derjenige, der in der Hoffnung und dem Glauben heraus den Monat Ramadan fastet, dass er von Allah belohnt wird, so wird Allah seine vorigen Sünden alle vergeben. Deswegen, wenn ihr den Ramadan erreicht habt, so ist es der perfekte Zeitpunkt, um Tauba zu machen. Denn Allah, seine Barmherzigkeit, seine Tore zum Paradies sind geöffnet. Daher beschäftigt euch viel mit dem edlen Koran. Schneidet die Gedanken ab, die euch immer wieder an die Dunya gebunden haben. Eure Gefühle, die euch an die Dunya binden. Schneidet diese ganzen Gefühle mal ab im Ramadan. Gebt euch vor allem den Koran hin. Macht Sunnah-Gebete. Setzt die Sunnah des Propheten in eurem Leben viel um. Setzt viele Sunnah um in eurem Leben. Und rezitiert vor allem den edlen Koran. Denn denkt dran, das, was Muhammad zu Rasulullah machte, war der edle Koran. Das, was den Berg Hira zu Jabal al-Nur machte, war der edle Koran. Das, was den Monat Ramadan so besonders macht, zu einem Sultan macht, ist der edle Koran. Das, was eine normale Nacht zu Laylatul Qadr macht, ist der edle Koran. Daher, wenn ihr auch was Besonderes sein wollt bei Allah, so nehmt euch Zeit, beschäftigt euch mit dem edlen Koran. Wa akhiru da'wana, in alhamdulillahi rabbil alamin.